Was bedeutet Krieg für dich? Menschliches Leid, Grausamkeit? Hast du schon über die Leute noch gedurcht, die direkt oder indirekt vom Krieg betroffen sind? Auch für bewaffnete Konflikte unvermeidlich scheinen, existieren doch Mittel, für die Unmenschlichkeit zu reduzieren. Was du bereit, für 100 Kulissen vom Krieg zu gehen und die Menschen zu treffen, die darauf hier kommen? Wusstest du, dass das internationale humanitäre Recht nicht ohne die Staaten existieren darf? Das durch die Adoption von verschiedenen Konventionen an Aufkommen und durch die Umsetzung vom internationalen Rechtsbrauch, dem Droit coutumier, dass das internationale humanitäre Recht überhaupt existiert. Das humanitäre Volksrecht ist universell. Heute sind 196 Staaten Member von den Genfer Konventionen und haben sich somit engagiert, Limiten am Krieg anzuerkennen. Das humanitäre Volksrecht ist auch verbindlich, weil die Staaten verpflichtet sind, den internationalen Rechtsbrauch, wie auch die Bestimmungen, die aus den Genfer Konventionen hervorgehen, zu respektieren und für ihre Anwendung zu sorgen. Zu Lützeburg hält der Staat seine Verantwortung für die Anwendung vom internationalen humanitären Recht sowohl national wie auch international wahr. Auf nationalem Niveau geht es darum, die verschiedenen Konventionen und Verträge vom Kriegsrecht an als Nationalgesetzgebung zu integrieren. Das schließt auch die Festlegung von entsprechenden Sanktionen am Fall von Verstoßen an. Darüber hinaus bemühen sich die verschiedenen konzernierten Akteure, Verstöße gegen das internationale humanitäre Recht zu verhindern und zu unterdrücken, indem sie Verdächtige verfolgen und Maßnahmen ergreifen, für die schweren Verstöße zu bestrafen. Auf internationalem Plan wird Lützeburg als Signatär von den Genfer Konventionen Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Regeln vom internationalen humanitären Recht von allen Staaten respektiert werden. Das bedeutet, zu handeln, für Verstöße zu verhindern, so Verstöße weder zu fördern noch zu unterstützen, und Einfluss auf andere Staaten auszuüben, für dass auch sie das internationale humanitäre Recht respektieren. Bei schweren Verstößen gegen das Kriegsrecht ist der Staat verpflichtet, nationale Gesetze zu erlassen, die diese Rechtsverletzungen verbieten und bestrafen, die Verdächtige zu verfolgen, auf ihr Gericht zu bringen und effektiv Maßnahmen zu ergreifen, für beide potenzielle Verstöße zu verhindern und zu unterdrücken. Verantwortung vom Staat bedeutet außerdem, die militärischen Kommandanten zu errichten, so Verstöße zu verhindern oder zu stoppen, sowie mit anderen Staaten auf juristischem Plan zusammenzuschaffen, für die verantwortlich von diesen Handlungen zu verfolgen. Am Außenministerium erfüllen wir diese Obligationen unter anderem durch die Unterstützung von Initiativen für die Anwendung vom internationalen humanitären Recht zu stärken und für einen sicheren Raum für humanitäre Hilfe zu erhalten, basierend auf den Prinzipien von Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. So Initiativen sind für uns allem wichtig, für die menschliche Leid an Konfliktsituationen entgegenzuwirken und die Effektivität von der humanitären Hilfe an diese Kontexte zu garantieren. Promotion vom Respekt für das internationale humanitäre Recht spiegelt doch von den 6 strategischen Zielen von der Lützeburger humanitären Aktion rum. Darüber hinaus ist Lützeburg bemüht, an der humanitären Diplomatie weiter für den Respekt vom Kriegsrecht und dem Schutz von den Zivilisten an armierten Konflikten zu plädieren. Und zwar an internationalen Foren wie dem Sicherheitsrat an der Generalversammlung der Vereinten Nationen und dem Menschenrechtsrat zu Genf, wo Lützeburg aktuell Member ist. Der Respekt vom Kriegsrecht, für den Lützeburg plädiert, umfasst den Schutz von den humanitären und medizinischen Personal, den Schutz von Kindern und die Bekämpfung von der Straffreiheit, was sexuelle Gewalt und armierte Konflikte angeht. Es umfasst auch die vollständige Anwendung vom internationalen humanitären Recht auf den Cyberspace. Außerdem ist Lützeburg bemüht, sich für die Prävention von potenziellen negativen Auswirkungen von Sanktionen auf humanitäre Aktivitäten anzusetzen. 2016 hat das Außenministerium humanitär Schacht angeholt, als Antwort auf den Willen von der UNO, Krisen zu verhindern und zu stoppen, aber auch die Leiden und Verletzlichkeit von den Menschen zu reduzieren. An dieser Schacht engagieren wir uns für die Anwendung von den Normen, die die Menschlichkeit schützen, darunter die humanitären Prinzipien und das internationale humanitäre Recht. Schlussendlich fällt die Responsabilität für das internationale humanitäre Recht zu respektieren, hauptsächlich auf die Staaten, das auf Friedens- wie auch an Kriegszeiten.
Das impliziert nicht nur die Regeln vom Kriegsrecht und nationale Gesetzgebung abzuholen, mehr auch juristisch Sanktionen auf nationalem Niveau zu sehen, für die gegen das Normen verstoßen. So spielen die Memberstaaten von der Genfer Konventionen auch als hochkontraktären Parteien bezeichnend eine entscheidende Rolle an der Umsetzung auf die Relevanz vom internationalen humanitären Recht.